Ein Knopf? Da ist ja, achso, da ist jetzt ein Stück abgerissen. Ich dachte, der ist ja extrem offensichtlich. Ist das ein Knopf? Oder ist das ein Glory Hole für Frauenroboter? Das sieht schon verdächtig aus, dieses Ding. Ich drück mal drauf, mal gucken, was passiert. Wenn ich jetzt eine geschmiert kriege, dann war es wirklich ein Glory Hole für weibliche Roboter. Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Au. War ein Spaß. Crockett, So. was machst du hier? Dienstag, 25. August 1931. Palim, palim, da ist er wieder. Oder so ähnlich. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Zurück in die Zukunft. Das Spiel. Episode 2. Wir haben hier letztens... Und zwar da drüben, falls die Kamera mir folgen möge. Möge sie nicht, möge sie doch, möge sie nicht, möge sie nicht, möge sie doch. Ist mir egal jetzt. Ein Flachmann gefunden. Ist aber nichts mehr drin. Hab schon getestet. Aber Eini hier kann ja mal dran schnuppern mit seiner Riesennase. Leg deine Nase hier rüber. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tannen und Doc bei Herbert Hoover sind, Eini. Okay, okay. Ich prüfe das mal. Ein Knopf? Da ist ja, achso, da ist jetzt ein Stück abgerissen. Ich dachte, der ist ja extrem offensichtlich. Ist das ein Knopf? Oder ist das ein Glory Hole für Frauenroboter? Das sieht schon verdächtig aus, dieses Ding. Ich drück mal drauf, mal gucken, was passiert. Wenn ich jetzt eine geschmiert kriege, dann war es wirklich ein Glory Hole für weibliche Roboter. Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Au. War ein Spaß. Crockett, So. was machst du hier? Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Was? Ich hab Sie ist die beim Düngen Brandstifterin? erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Sagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert, du Ignorant. Das kannst du dem Papst erzählen. Hey, was soll das Ganze? Parker? Tannen, Sie sind verhaftet. Schnapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen Sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey, dort drüben. Alter, wo hat er denn jetzt die Tommy Gun her? Okay. Geben Sie auf, Tannen. Alle Straßen aus der Stadt sind abgesperrt. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei, bis Kid Tannen sagt, dass es vorbei ist. Das war ein Filmzitat, abgesehen von dem Kid Tannen. Besiege Kid Tannen. Soll ich denn den besiegen? Mit ihm reden? Friss Blei, Schwindler. Junge, die haben aber... Bin ich schon froh, dass die damals so Auto aus Stahlblech gebaut haben. Also nicht nur wie der DeLorean, sondern früher auch noch. Wir hatten ja nichts, nur Stahlblech. Leicht, Tannen. Bei einem Tannen ist Lücke. es niemals Da leicht. gibt's eine Lücke. Ist keine gute Lässt mich Idee, in diese tatsächlich Lücke zu nicht gehen. rein. Ja. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Kann ich vielleicht... ihn mit seinem Flachmann locken? Willst du deinen Flachmann zurück, Tannen? Dann hol ihn dir. Okay, war vielleicht eine doofe Idee. Habe ich jetzt keinen Flachmann mehr? Doch, doch, hab einen Flachmann. Willst du vielleicht eine Pfeife rauchen? Weißt du? Der wird dann gleich in die Luft gehen. Rauch eine Es gibt nur ein Pfeife. paar Personen und Dann geht ein oder alles zwei wie Tiere, von die selbst. Interesse an Großvaters stinkender alter Pfeife haben könnten. Das ist keine von ihnen. Nee, das war eine schlechte Idee. Nein, ich brauche keine Hinweise. Niemand legt sich mit Kid Tannen. Balltonnen. Aha, guck mal. Schon mal besser. Kann ich ihm vielleicht jetzt... Also der weiß schon noch, dass ich da bin, Mann. Ich Hey, frag mal. Hohlkopf! Das ist für dich. Na los, Kid. Wir wissen doch, wohin das Kann ich noch irgendwie links-rechts steuern? Nee, ne? Stimmt, ich werde auf deinem Grab tanzen. Hey, ich habe mit dem Polizisten noch gar nicht geredet. Vielleicht sollte man das mal machen. Hier, vielleicht hat er einfach nur eine... Huch.
Das ist eine dumme Idee, da rauszugehen. Also, Moment, ich muss mit dem Polizisten reden. Also, es geht nicht, ich kann nicht mit dem Polizisten reden. Ich dachte, ich kann jetzt mit dem Polizisten reden und einfach sagen... Schießt du etwa auf mich? Okay, und einfach sagen, schieß mal auf den. Macht das scheinbar. Okay, war nicht so gute Idee. Also, hechten wir uns mal rüber. Hätte Bobbele nicht besser hingekriegt. Sehr gut. Wieso hat die da jetzt die Tür aufgemacht? Lücke, komm ich jetzt in die... Nein, ich komme da nicht in die Lücke. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Besser. Moment, sind das nicht Schnapsfässer? Ja, aber der darf doch nicht... Es ist doch ganz leicht, Tannen. Bei einem Tannen ist es niemals leicht. Lücke? Nein, Lücke geht immer noch nicht. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Ich dachte jetzt, der darf doch nicht auf die Fässer schießen, sonst das explodiert doch alles. So. Hey, Tannen! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Das sah lustig aus. Abgeschossene Fass. Ja, Alter, so krasser abgeschossene Fass. Was mache ich mit dem abgeschossenen Fass? Hat er das jetzt eingesteckt? Nässt das dir nicht irgendwie das Inventar zu? Moment, ich tu mal untersuchen. Tannens Fusel ist hier überall verschüttet. Ich sollte mit dem Zeug vorsichtiger sein. Wenn Doc daraus Raketentreibstoff machen kann, wer weiß, was passiert, wenn es mit Dynamit in Berührung kommt. Kann ich Sachen, das da mit dem da auffüllen? Geht, glaube ich, nicht. Niemand legt sich mit Kid Tannen an! Ich glaube, ich könnte ihm... Moment. Ich rolle das Fass in die Lücke. Bowling mit den Tannens. Oh, das hat funktioniert. Ich dachte, das war ein Witz. Ich dachte, das ist jetzt hier... So kann ich Mrs. Strickland irgendwie einen Schnaps zukommen lassen. Dann kann sie was trinken. Und dann trinkt sie es und dann sagt sie... Oh, das war aber lecker. Alkohol. Da alles wieder gut. Ich bin jetzt Alkoholikerin oder so. Funktioniert doch so, oder? So, da ist eine Schnapsspur. Eine Spur explosiven Fusels, der genau in die Garage führt. Das ist Schießt richtig. Du etwa auf mich? Ich hab aber nur eine Pfeife. Ich meine, ich kann doch nicht mit einer Pfeife. Ich meine, das ist ja kein Feuerzeug oder so. Also, ich habe ein Feuerzeug. Schnappspur. Hey, Dann machen wir Danny, mal. ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Ach Nicht so. solange Edna da drin ist. Ach so, okay. Soll ich ihm vielleicht das Feuerzeug an den Kopf schmeißen? Pass auf. Wo ist denn das Feuerzeug? Da. Kann ich dem das an den Kopf schmeißen oder sagen Hände hoch? Ich glaube nicht, dass er jetzt eine rauchen will. Ja. Wie verfahren wir denn nun weiter? Ich muss Edna da rauskriegen. Also Mrs. Strickland natürlich. Kann ich da jetzt nicht einfach rufen oder Es ist so? doch ganz leicht, Tannen. Bei einem Tannen ist es niemals leicht. Pass auf, kann ich vielleicht... So, ne? Jetzt... Oh, da ist... Nee, jetzt kann ich nicht mit dem Polizisten. So, jetzt laber ich ihn Hey, an, Kid. ne? Friss Blei, Er guckt Schwindler. jetzt also hierher, weil er weiß da, wo ich bin. Ah, da ist Edna. Ich muss jetzt da rüber. Mrs. Strickland natürlich, nicht Edna. Was war denn das? Kann ich mich Hey, vielleicht einfach Kevin, anlabern Gefallen und dann stirb, guckt sie oder so? Ratte. Niemand legt sich mit Also ich meine, sie ist jetzt halt nicht mehr da. Ach doch, da steht sie noch. Ich sehe ihre Nase. Ach so, ich sehe, aber ich kann da gar nicht gucken, kann ich da nicht. Ja. Na los, Pass auf, Kind. also ich muss da rüber gehen und ihn ansprechen. Hey, Kid. Friss Dann Blei, taucht Schwindler. Mrs. Strickland auf. Wie man sieht. So, jetzt muss ich da schnell rüber. Noch schneller. Nicht hey. Okay, nee, ich kann da nichts machen. Schießt Ja, du aber- etwa auf mich?
Schießt du etwa auf mich? Kann ich vielleicht jetzt die Schnapsspur anzünden und ihr dann halt sagen, kommen Sie raus? Hey Danny, ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht solange Edna da drin ist. Da habt ihr gesehen, sieht man ein bisschen die Nase. Ja, aber was soll ich denn jetzt halt machen mit ihr? Soll ich vielleicht singen? Das könnte ich die ganze... Ich denke, ich werde den Text für die Nachwelt bewahren. Okay, ich will ja das komische Foto haben. Weiß ja nicht. Sie sind wohl kaum an einer Karikatur von mir interessiert. Weiß ich ja nicht. Ich probiere ein bisschen rum. Noch ein... Boah, geil. Kann ich das jetzt Es vielleicht... ist doch ganz leicht. Ist leer. Wozu das also? Ja. Dann füll mal auf. Vielleicht will er ihn, wenn er voll ist. Ne? Ah, Schnapsflaschen geht nicht mehr. Mit der Ist Schnapsspur. leer. Wozu das also? Ja, komm, ich versuche noch ein bisschen rum. Noch 2 Versuche und dann... Oh, ich kann Chloroform auf ihn werfen, oder? Nimm das, Bulle! Diese Flasche werde ich nur auf dem Kopf einer dieser Schwachköpfe zerschlagen. Ja, mach doch. Da oben ist ein Schwachkopf. So, jetzt ein Versuch, habe ich gesagt, habe ich noch. Nee. Das bringt mich nicht weiter. Das wüsste ich jetzt halt auch nicht. Das hatten wir ja schon mal benutzt und nicht, also... Wie komme ich zu Edna? Niemand legt sich mit Kid Tannen an! Okay, er guckt da rüber. Ah, ich dachte, wenn er Der vielleicht lässt rüber mich guckt... tatsächlich nicht rein. Ja, aber wieso will ich denn da rein? Moment! Oh Mann, ich bin so doof. Da, guck. Jetzt guckt sie doch raus. Na los, Kid. Wir wissen doch, wohin das führt. Ja, ich laber den jetzt halt an. Schwindler. Ja, ich bin Bleischwindler. Jetzt guckt sie raus. Und jetzt kann ich ihr doch sagen einfach. Ich kann sie doch einfach anlabern. Hey Edna, Es tut mir leid. war eine blöde Idee. Okay. Schießt du etwa auf mich? Ja, Schießt du keine etwa? Ahnung. Komm. Warte. Bevor du Kitty erledigen kannst, musst du die unschuldigen Passanten aus der Gefahrenzone bringen. Edna zählt auch dazu. Ja, das weiß ich. Ich habe gerade noch eine Idee gekriegt. Kann ich an die Lampe ausschießen oder so? Kann ich, wenn ich in der Abfalltonne bin, nicht in der Abfalltonne, kann ich dann davor rennen? Nee, ich kann nur in die Lücke, aber das geht ja nicht. Der schießt Der ja. lässt mich tatsächlich nicht rein. Er lässt mich tatsächlich nicht rein. Ich gucke jetzt noch einen Hinweis. Kleinen Hinweis. Edna ist ziemlich findig. Verschaff ihr ein wenig Zeit und sie wird sich selbst retten. Ich habe ihr doch schon Zeit verschafft. Die steht da nur rum und macht dann Huch! Wenn du Kit lang genug von Edna ablenken kannst, wird sie den Rest selbst erledigen. Okay, ich probiere jetzt mal. Ich laber ihn jetzt einfach immer zu. Friss Blei, Schwindler. So, Hey Kid, Friss Blei, Schwindler. okay, ich gehe da wieder zurück. Und laber ihn jetzt an. Und dann kommt sie ja raus. Friss Blei, Schwindler. So, gucke. Und jetzt laber ich es einfach nochmal an. Das ist für dich. Ach, guck mal da. Shannon, Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte. Ich muss ihn einfach immer anlabern. Hey! braves Mädchen. So, er sieht sie nicht, wenn sie da... Hey, hier auf mich. Das ist für dich. Okay, ich glaube, Edna... Dann Leider kann ich mich schlecht konzentrieren, wenn mir dauernd Kugeln um die Ohren fliegen, Mr. Crockett. klar. Ja, klar. Niemand legt sich mit Kid Tannen So, an. kann ich jetzt vielleicht einfach das Feuerzeug da reinwerfen? Wo war's denn? Also jetzt ist er ja quasi draußen, weißt du? An die komme ich von hier aus nicht ran. Stell dich halt nicht so an, Mann. So. Ich muss also noch eins rübergehen. Ah, guck mal, guck mal. Ich glaube, der ist schon irgendwie anders gelaufen oder so.
Jetzt aber Feuerzeug. Na los, Kind. Schnappspur Hey, Kid. anzünden. Jawohl. Ha! Das ist keine echte Waffe. Stimmt, hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Oh, Mist. Oh Mist. Er entkommt. Oh nein. Oh nein. Hinterher würde ich sagen, oder? Aber warum? Ich meine, ja, nicht warum, sondern wie. Wie machen wir das? Ah, das ist jetzt endlich Nein. unten, ja. Da, Nein? so gut wie Ja. neu. Ah. Sieh an, der Sohn des Richters. Gut, Parker. Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada. Sonst ist Browns Junge dran. Doc! Marty! Doc? Ja, ich bin's. Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger. Kein Scherz. Gütiger. Versuch, Kid in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Was ist denn hier los? Ah, okay. Hat schon zumindest keine Knarre Emmett. mehr. Oh, Du bist an all dem schuld, oder? also, wie genau konnte er sich da halten? Ich Okay, hätte es wissen müssen. Ich meine, Gurt, Sonny Gurt, Crockett. Gurt ausweichen, Ja, welcher rechts ausweichen. Keine Ahnung. So, rechts ausweichen, keine Ahnung. Gurt, was ist ein Gurt? Wo ist denn der Gurt? Ich sehe hier immer Gurt. Gurt. Wo ist denn da ein Gurt? Das ist kein Gurt. Ich weiche nochmal nach rechts aus. Machen wir hier Ringelpiez mit anfassen oder was? Da ist noch ein Gurt. Hey! Ach, das ist doch kein Gurt. Doc, drück drauf! Das ist doch kein Gurt, das ist doch das Dach. Genau. Dong. Ja, und natürlich in Misthaufen. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge, wenn jemand in Misthaufen fliegt. Ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixys Büchern. Trixie. Quatsch. Siehste? Was hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl? Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? Oh, Knutschi. Ja, Knutschi. Ach, jetzt habe ich kein Hallo, Foto gemacht. Grandpa. Schade. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns einen Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Frankenstein? Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. Puh. Komm, Annie. Wir suchen Doc. Wo ist denn Doc? Der müsste im Pavillon sein. Ah, guck. Wir fliegen Danke, nach dass ich Hause. den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kid wandert in den Knast, Ja. Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens Tennen gibt es 1986 nicht. Außerdem haben wir okay. diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Einer Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein, Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas austoben. die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Was? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Oh weh, sein Ticket verschwindet. Grundgütiger. Dicke. Oh weh. Wie geht's denn nicht mit ihm rein? Sie will einen anderen Film gucken oder was? Ach nö.
zurückgehen. Halt den Wagen an. Das könnte... Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Jetzt ist ja der Wagen dann weg, oder nicht? Was jetzt? Weil jetzt wird ja Doc quasi nie geboren oder so. Und dann ist ja auch kein Auto dann da. Wo bist du, Doc? Keine Panik. Wir haben alles unter Kontrolle. Was? Doc? Was? We have everything under control. Was ist das? Fortsetzung folgt. Ist das Doc Brown? Okay, also da er nicht den... Oh Moment, ich muss noch ruhig sein. Martin McFly, age 18. Okay, Doc, let's see what Wieso kind ist of das jetzt nightmare auf alternate Englisch? timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. Zero demerits until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is what happened to you? Jesus Christ, Doc, what happened to you? Bürger Brown. Fortsetzung folgt in Zurück in die Zukunft. Bürger Brown. Oh, das ist schlecht. Da läuft ein Lied. Eventuell werde ich das rausschneiden müssen. Das müssen wir mal gucken. Zur Info, es läuft gerade Back in Time. Von Louis and the Hermits. Keine Ahnung, wie heißt das wieder? Moment. Da. Huey Lewis. Wie heißt denn diese blöde Band? Weißt du, was ich meine? Die auch Power of Love gemacht hat. Bitte? Ah, Huey, Louis, Dewey und die News oder so, hat meine Freundin gerade gesagt. So, jetzt habe ich da drüber gelabert, Mann. Ich wollte doch noch ein bisschen so labern. Also, dadurch, dass der Doc Brown nicht Frankenstein im Kino gesehen hat, ist er kein Professor geworden. Und hat sich stattdessen mit Mrs. Strickland eingelassen. Und dann ist er ja jetzt kein Professor, da hat sich halt nicht der Wissenschaft zugewandt. Und hat dann also aber auch nie die Zeitmaschine gebaut, irgendwie. Das werden wir wohl rausfinden im nächsten Teil. Übrigens möchte ich noch auf eine kleine Sache hinweisen. Guck mal, da steht Zurück in die Zukunft. Das Spiel. Normalerweise sollte da stehen oder stand da Back to the Future, the Game. Aber es gibt einen kleinen Fanpatch, so klein ist der gar nicht, doch ein MB eigentlich, der tauscht genau diese Schrift da aus. Deshalb stand da eben auch beim nächsten Mal oder sowas. Also nicht oder sowas, sondern da stand beim nächsten Mal irgendwie. Warum das jetzt eben Englisch war, ich habe keine Ahnung. Das werden wir wohl in der nächsten Folge herausfinden. Und ich sage mal, komm, wir machen mal hier verlassen. Dass ihr auch mal eine schöne Animation seht. Bist du sicher, dass du das Spiel verlassen willst? Ja, nein, nicht. Doch, ich will das Spiel verlassen. Aber vorher sage ich noch Tschüss, ihr Leute. Morgen geht's weiter mit Episode 3. Und dann gehen wir mal gucken, was im Doc los ist. Bis dahin, gehabt euch wohl. Denkt an die Prohibition und trinkt kein Appleboy. Tschö.